corazón, mi corazón. Te lo dije bien clarito. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Hey Nils. Jetzt machen wir schon auch Knock, knock. Knock, knock. Das ist nicht so ein Klopf-Klopf. Nein, ich sage einfach so. Ja. Egal, ich fange einfach an. Gut. Jetzt, weil es so wie gestellt ist, hat man es. Also weiss ich nicht, wie anfangen. Ganz schlimm. Schlimm. Aber ich habe eine positive Nachricht. Okay, Und zwar- wie lautet die positive Meine Nachricht? positive Nachricht: Das Hochwasserproblem in meinem Auto ist gelöst. Yes. Was hast du für ein Hochwasserproblem Ja. gehabt? Also ich sage mal so, ihr kennt es ja vielleicht, wenn man das Problem immer weiter raufschiebt, weil es eben noch nicht so ein grosses Problem ist. Rauf oder Einfach rausschiebt, ja, rauf ist ein bisschen falsch, rausschiebt. Und genau das hatte ich bei meinem Auto gehabt, also respektive beim Auto von mir und Mami. Und zwar haben wir oben dran über den Köpfen beim Fahrersitz, also in der Mitte zwischen Fahrer und Beifahrer, haben wir die Antenne. Also nicht so hinten, sondern vorne. Und es ist so ein kleiner Peugeot. Und das Problem ist, dass genau dort, wo die Antenne ist unten dran das Licht. Und dort hat es reingeschifft. Also irgendwie dort, wo die Antenne festgemacht ist, war nicht dicht gewesen. Und am Anfang war das ganz wenig Wasser, das sich dann oben in dieser Lampe rein so gefüllt hat. Also so wie gesammelt hat. Und dann hast du wie auch nichts gemerkt im Auto, aber wenn du losgefahren bist und dann in die erste krasse Kurve gekommen bist, dann hat sich das Wasser oben natürlich dann auf die Seite rausgedingselt und ist dann aus der Seite gekommen. Und je nachdem, welche Kurve das du gemacht hast und ob du gerade daran gedacht hast oder nicht, bist du dann halt verschrocken, weil du plötzlich Wasser im Gesicht gehabt hast. Also es war nicht viel, vielleicht so 20 Milliliter oder so, was sich da gesammelt hat. Aber es ist dann immer mehr geworden. Alpamare im Auto. Ja, wirklich. Und das ist etwas so das Schlimmste. Du willst nicht in der Mittelkonsole etwas haben, das runtertropft. Und ja, das ist jetzt immer schlimmer geworden. Und jetzt letzte Woche, die Woche, wo es einfach nur noch geschifft hat, ist es so schlimm geworden, dass ich jetzt zum Mecha müssen und gesagt habe, gut, wir müssen das lösen. Und jetzt hat er das wieder verdichtet und alles. Ich habe mein Auto wieder und jetzt soll es dicht sein. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal die Leistung vom Tag, oder? Der Erfolg vom Tag. Bei dir? Ja, bei mir ist mir jetzt gerade mit Alpamare ist mir ein Sinn gekommen. Das Alpamare ist jetzt in den letzten paar Wochen ja recht in der Kritik gestanden. Ja, stimmt. Aber ich weiss nicht, was du für ein Erlebnis in der Kindheit mit dem Alpamare gehabt hast. Ja. Aber für mich, das war der geilste Ort gewesen. Plus, wir sind halt immer mit der Familie. Also meine Eltern haben sich schon, als ich glaube 5 war, haben sie sich scheiden lassen. Und das Alpamare war eines von diesen wenigen Orten, wo wir alle quasi wieder so zusammengefunden haben. Was? Und von dem her, das Alpamare für mich persönlich ein hochemotionaler Also für Ort. mich auch. Ja. Also genau so. Kindheitserfahrung und einfach schön. Ein Paradies. Und das Allergeilste habe ich amigs gefunden dort beim Wellenbad, wo es etwa so gewittert. Ja, genau. Ja, es gibt ja auch Regen sogar. Ja, genau. Regen und Gewitter, das volle Programm. Und obendran gibt es ja noch ein Restaurant, das ganz viele nicht wissen. Das Beste. Und das immer ist so dort. geil. Ja, Alter, dort hast du doch immer können so selber Pommes machen und Ja. so. Wow, das ist so geil. Und die Grill überall Ja. ist immer ein bisschen ja. Gerade dort der Grill. Hast du mal dort grilliert? Weil das In habe der ich eben Badhose auch. Ich habe grillieren, das nie in der nassen gemacht. Badhose. Und irgendwie eines der letzten Mal, als ich dort war mit meiner Ex-Freundin, habe ich auch gesagt, jetzt muss ich mal grillieren. Dort habe ich so ein Steak gekauft dort, so, aus dem Ding und habe das dann dort grilliert. Das ist hure geil. Es ist verdammt geil, in der nassen Badhose irgendwie grillieren. Ja, voll. Ja, und vor allem im Hallenbad rein. Also es ist wirklich eigentlich... Ich kenne das sonst von nie nicht. Also, es ist hure geil. Aber wieso ist es denn in Kritik? Also, was ist denn der Kritikpunkt? Kritik, die jetzt im Blick in 20 Minuten und überall ist quasi gestanden, dass Alpamare vor x Jahren verkauft worden ist. Halt an so einen... Ich weiss jetzt auch nicht genau, irgendeine Investorengruppe, die einfach auf Rendite aus ist.
Und Rendite aus bedeutet, man tut nichts mehr erneuern, man tut nichts sanieren, man tut Leute abbauen und so weiter. Und jetzt Kritik ist quasi die Hygiene und einfach der Zustand von diesen Hallenbädern. Ja. Wo marode ist. Da kann man schon sagen, das stimmt schon. Also ich bin jetzt auch schon länger nicht mehr gewesen, vielleicht 2 Jahre oder so. Aber was sie halt falsch gemacht haben, sie bauen ja immer wieder neue Rutschbahnen, aber halt das Alte, das geht immer mehr auseinander. Das fühle ich schon auch, ja. Ich weiss noch, im Strudelbad, weißt, wo du so aussen rumgehst, dort habe ich auch die Füße am Boden mal an so einem Blättchen, das gelöst war, angeschlagen. Also von dem her, da haben sie schon nicht Unrecht. So. Aber ob das, an was das liegt, eben, wahrscheinlich liegt das an den Chefs, die einfach da keinen Auftrag rausgeben, oder? Wahrscheinlich, ja. Wir sehen ja auch nicht hinter die Kulissen. Aber nein. Für mich das Alpenmare, und das ist ja auch lustig, wenn du irgendwie im Welschland bist oder sonst irgendwo voll im Gaggau raus, von wo bist. Ja, kennst du das Alpenmare, genau. Und nachher die meisten Leute wissen gar Bescheid. Ja, voll. Das ist auch bei mir immer an Festivals und so. Ist immer dort, wo das Alpenmare ist. Aber das ist schon so schade, dass das jetzt so... Also finde ich ein bisschen schade. Ja. Das wäre eigentlich so ein cooles Ding. Wir haben nicht viel Wasserpark in der Schweiz. Das wäre schon lässig. Pfäffik hat sonst nicht viel mehr. Also, Seedi am Zentrum. Ja, aber Seedi ist weniger etwas, wo du von außen oder der Schweiz kommst, um ins Seedi zu gehen. Weißt du, das ist nicht so Freizeitaktivitäten. Also nimmt es ein grosses Ding weg. Das ist noch schade. Das stimmt, ja. Aber für mich, egal was passiert, ich komme, glaube ich, gleich noch ins Alpenmare. Ich auch. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, also, weißt du, wenn du ins Alpenmare gehst oder allgemein in ein Schwimmbad und das Gefühl hast, dass es so super hygienisch ist, dann bist du am falschen Ort gelandet. Also sind wir ehrlich, wenn du irgendwo ein Fußpilz oder etwas holst, dann ist das im Hallenbad. Ob jetzt das sauber ist, klar, wir bomben das ja mit Chlor und so voll und dann ist das schon sauber, aber es ist ja nicht unbedingt so die hygienischste Schicht. So. Also das Hallenbad ist schon allgemein, so, aber ja. Ist ein bisschen schade, eben, weil es wäre eigentlich machbar oder lösbar, das Problem, sagen wir es so. Ja, weitestgehend wahrscheinlich schon. Und ich glaube, ein grosses Problem, und das ist dann in diesen Zeitungsartikeln halt auch drin gestanden, ich weiss, dass irgendjemand am Boden angeschissen hat oder irgendwie Tampons verloren. Nein, und keine Ahnung, wie das auch gehen kann. Keine Ahnung, wie das... ich mich auch. Und vor allem, das lässt doch nicht einfach liegen. Also nein, das machst du schon gar nicht erst. ist ja nicht einmal unbedingt das Problem vom Hallenbad. Also es wird zum Problem vom Hallenbad, aber das sind dann mehr so Grüssel. Ja, und WC hat es ja genug. Also, ja. Darum ist es einfach ein bisschen schade, eigentlich so ein emotionaler Ort und jetzt passieren da Sachen und irgendwie... Ich sage jetzt, was halt ist, also die Badegäste sind ja in jedem Hallenbad die gleichen. Also wenn es andere Hallenbad handeln können, dann muss es Alpenmare auch handeln. Das ist halt ein bisschen das, oder? Aber ich kann auch, also mein Papi hat früher, als ich auf die Welt gekommen bin, oder bevor ich auf die Welt gekommen bin, hat er im Alpenmare gearbeitet als Badmeister. Ah, wirklich? Von wie vielen Jahren war das etwa? 20 Jahre. Ein bisschen mehr. Nein, 25 bin ich auch schon. Also 22. Mein Nachbar, dort wo ich aufgewachsen bin, der Uli. Der Uli, ja, wie heisst der sonst? Uli oder Peter, anders geht gar nicht. Der Uli, der hat aber auch als Badmeister im Alpenmare geschafft. Und das ist lustig. Der Uli, der ist irgendwie, seit ich mich an irgendetwas erinnern kann, ist der immer gleich alt. Der war schon immer alt gewesen. Wow, aber das ist ein Phänomen, das Kollegen von den Eltern haben. Also wirklich, ich habe auch Kollegen von meinen Eltern, die das Gefühl haben, die sind genau schon immer so alt gewesen. Aber seit 25 Jahren? Ja, seit immer. Aber das ist, glaube ich, einfach auch, das ist das gleiche Phänomen wie die Leute, wo du in der Klasse bist und so, die bleiben ja auch immer gleich alt. Also es sehen alle aus wie 25 plötzlich, aber wenn du sie anschaust, sehe ich immer noch den gleichen Bub, der früher dort gestanden ist. Und das geht ja allen so ein bisschen so. Und das Gleiche ist bei den Kollegen der Eltern. Und wenn du dann aber Fotos anschaust, siehst du es schon. Also dann siehst du schon, oh ja, krass, okay, aber für mich auch. Das ist aber ein geiles Phänomen. Das finde ich witzig. Und mit dem begrüßen wir euch alle ganz herzlich nach 10 Minuten Podcast. Haben wir schon 10 Minuten? Wir haben schon fast 10 Minuten. Krass. Ja, du, egal, wir begrüßen. Besser spät als nie, oder? Ja. Viel passiert diese Woche. Viel passiert, absolut, ja.
Aber wir haben das letzte Mal in der letzten Podcast-Folge Stimmt. Swiss Date gestartet. Die Ja, voll. neueste, beste, schönste Rubrik im yes. besten Podcast von der Schweiz. Genau. Und vor allem sind wir noch, wie sagt man, wir denken die Zukunft, also 2 Männer, die sich da daten, das ist richtig Das ist zeitgemäß. zeitgemäß. Ja, Dann müssen wir zeitgemäß. Ich schwöre. Der Zeitgeist. Ja, krass. Das ist crazy, ja. Ja, also schieß mal los. Wir sind das letzte Mal bei der 7. Frage stehen geblieben. Und das ist ich ja weiss die ja, Frage, stimmt. die ich dir das letzte Mal noch gestellt habe. Und Wow. das letzte Mal haben wir sie ganz am Schluss beantwortet. Also für die Ja, wir krassen haben es nicht Zuhörer. beantwortet. Also nein, ich meine Aha. die Frage, die du mir Ja. mit dem Body-Dings, Ja, das ist ja, ganz genau, am ja, Schluss. stimmt. Ja. Und da hast du 1 Stunde, 30 Minuten schon Ja. zuhören Voll. und jetzt machen wir es wahrscheinlich ein bisschen vorne. Ja, jetzt sagen wir, dass wir es machen, aber eigentlich sagen wir es nachher. Und alle warten dann drauf. Oder wir machen es einfach gar nicht. Man macht es gar nicht am besten. In 10 Folgen dann. In 10 Folgen dann. Aber du hast ja dann eine Frage aufgeworfen. Kannst du sie auch noch mal vorlesen? Genau, die Frage vom letzten Mal, wo wir die Sendung beendet haben, ist gewesen: Hast du eine geheime Vorahnung, wie du sterben wirst? Ja. Und ich kann da gerade einhängen. Und zwar, ich habe mir das ein bisschen jetzt Gedanken gemacht über die Woche. Das war nämlich noch cool. Plus, ich habe am Abend, als ich mit all meinen Kollegen war, habe ich die Frage mal in den Raum hineingeworfen. Das hat mich interessiert. Und das ist schon lustig, weil irgendwie zuerst mal allgemein, es hat auch Leute gegeben, die keine Vorstellung haben, die sich das nie überlegt haben. Aber wo wir dann so ein bisschen darauf rausgelaufen sind, ist, es gibt einfach Sachen, wo man selber weiss, wahrscheinlich sterbe ich nicht an dem. Also so zum Beispiel, wir haben es dann von einer, die das Handy mit in die Badwanne genommen hat und eingesteckt hat. Das ist vor einer Woche in Deutschland passiert. Eine 15- oder 16-Jährige, die hat gleich, also FaceTime gemacht mit ihrer Kollegin, hat das Handy eingesteckt, da ist sein Wasser gefallen, Stromschlag, hat es nicht überlebt. Und dann sind wir auch so ein bisschen drauf gekommen, so, das würde jetzt zum Beispiel mir wahrscheinlich nicht passieren. Erstens gehe ich nicht mit dem Handy baden und zweitens würde ich dann es nicht einstecken, weil bei uns ist immer der Ding mit dem Föhn. Wir haben das früher immer gehört mit dem Föhn, hey, ja, krass und aufpassen. So. Aber dann zum Beispiel, um jetzt deine Frage zu beantworten, ich könnte mir vorstellen, dass ich so ein Typ bin, der so einen Autounfall hat. Autounfall oder Krebs oder so, dann im Alter. Irgendwie, dass ich so ein 90-Jähriger bin, der immer noch fit ist, kann ich mir nicht vorstellen. Also, wenn ich nicht durch einen Autounfall stirb, dann durch irgendeinen scheissigen Unfall, habe ich das Gefühl. Oder halt dann irgendwann an einer blöden Krankheit, irgendeinen Krebs oder irgendetwas. Das sagt mir mein Gefühl. Ja. Ich weiss nicht. Ja. Also etwas eben mit Krebs meinst du, etwas, wo eine Art einfach nicht kannst selber bestimmen kannst? Ja, irgendeine Krankheit. Irgendeine Ich habe das Krankheit. Gefühl, ja, und wenn ich meine Familie anschaue, ob es jetzt psychisch ist oder ob es Krebs ist oder Demenz, wir haben einfach alles in unserer Familie. Also ich gehe davon aus, dass ich entweder dement wird, wenn ich so lange lebe, oder irgendeinen Krebs habe oder so. Das ist natürlich pessimistisch gedacht, aber es geht ja auch ein bisschen darum, eben, wie stirbt man. Das ist eine krasse Es ist Frage, eine krasse ja. Frage, genau. Aber darum, ich denke bei mir so. Ja. Hast du denn eine Vorstellung? Ja, ich habe mich das auch gefragt. Also entweder ist es auch etwas so richtig Blödes. Autofahren habe ich bei mir weniger das Gefühl, weil ich bin recht ein gemütlicher Autofahrer. Also ich habe nie Stress. Wenn ich ins Auto hocke, dann immer in meinem Tempo. Und wenn mir jemand auf den Sack geht, soll er mich überholen. Gut, ich habe mir jetzt das nicht, also das, was du gerade sagst, kann meine Aussage in ein falsches Dingsel. Das heisst nicht, dass ich das von mir denke, das Gegenteil. Weißt du? Also dass irgendjemand Das in Ding dich ist- hineinkesselt. Nein, dass man auf dem Auto, also im Auto stirbt, hat nichts damit zu tun, wie du Auto fährst. Oder nicht viel. Weil es gibt Das- noch andere das ist Leute nochmal auf der ein Straße. ganz Weißt du, wie ich ander- meine? Ja, ja, ja. Und Der das ist mit auch dem, noch- das ist das Erste, was ich denke. Weil ich würde es behaupten, jeder behauptet das von sich, was du gerade behauptet hast. Ja. Das meine ich einfach. Und das ist ja lustig, warum das Haufen Leute vor dem Fliegen viel mehr Angst haben, wie zum Beispiel Autofahren. voll. Ist ja Ich bei zum dir Beispiel, eben, ja. Ja, ist bei mir auch so. Und eben, du hast das Gefühl, dass du am Auto noch selber am Lenkrad Genau, irgendetwas ja, dagegen genau. kannst machen. Ja, da kann mir ja Darum- nichts passieren, da habe ich Genau. keinen Griff. Ja, genau. Und vielleicht genau mit dem Dings habe ich einfach das Keine Gefühl, Angst. nee, Ja, Autofahren fix. passiert nichts. Ja, aber fix. klar, Das ist ja auch gut. aber es kann auch irgendetwas ganz bescheuert sein, irgendwie, weiss Kannst du auch nicht, zu Fuss unterwegs sein. Ja, Ja, genau. klar, aber oder laufst in eine falsche Tür rein und hinter dieser Tür ist irgendwie die Mafia und einfach falscher Moment, falscher Oh. Ort. Oder der Lift ist nicht dort. Das Oder- habe ich schon gehört.
Ja, Lifttüren, das die aufgegangen muss auch sind schon- und es war kein Lift da gewesen, und dann sind die dort durchgefallen. Oh mein Gott. Und da, ich bin ab und zu bin ich so der Mensch, der genau so komische Momente einfach erlebt. Es gibt manchmal so Sachen. Speziell, wenn ich mit meiner Tante unterwegs bin, uns passieren immer die geilsten huren Sachen. Aber das vielleicht in einer anderen Folge mal ein bisschen mehr. Also meinst du, es wird nicht mit der Tante passieren? Nein, ich hoffe es nicht. Ja. Ich hoffe es nicht. Aber irgendwie so etwas richtig Bescheuertes. Etwas, wo im D-Max bei 1000 Wegen ins Gras zu beißen irgendwie so könnte kommen. Oder Von Kokosnuss erschlagen. Ja. irgendwie so etwas. Oder halt, das ist auch bei mir in der Familie praktisch alle von Vaterseite quasi, die haben irgendwann ein bisschen mit der Psyche, Depressionen, so etwas mit dem. Ja, in dem Sinne einfach eine Vorbelastung. Ich hoffe, dass das bei mir nie der Fall wird sein und dass wir da genug früh die richtigen Entscheidungen treffen, Ja, dass safe. gar nie dazu kann so kommen weit, ja. oder so weit kann kommen. Ja. Aber das ist noch ein krasses Ding. Es hat jetzt auch nie jemand gesagt, aber Suizid. Das ist ja eine der häufigsten Todesursachen in der Schweiz, wenn du als Junge stirbst. Und eben jeder würde ja nicht behaupten, dass er jetzt einen Suizid macht, weil man weiß es ja nicht. Also es ist ja dann eine Situation, die sich erschafft. Aber das ist noch krass, wenn ich jetzt das so denke. Wenn der das... Da kann ich sagen, ich war schon so im Loch in meinem Leben. Ich wüsste nicht, was müsste passieren, dass ich wirklich noch mal auf die Idee käme, so etwas zu denken. Dass Suizid eine Lösung wäre. Auf der anderen Seite weiss ich auch, dass jeder Mensch, auch jeder, der das schon durchgemacht hat, auch ich, kann in diese Situation kommen. Das ist ganz etwas Böses. Das ist ganz etwas Gemeins. Weil eben, es kann jeder treffen, aber es hart. Weißt du, aber das ist krass. Das ist ja auch beim Mord, wenn zum Beispiel Mord so Dings ist. Wenn dich jemand umbringt, dann ist es zu irgendwie 98% jemand, den du sehr gut kennst. Und das ist auch krass, weil man hat vor den Leuten, die man kennt, hat man am wenigsten Angst. Dabei sind die eigentlich die gefährlichsten. Das ist noch heftig. Ja. Ja, und vor allem kannst du auch dann eben nichts dafür, weil sobald du von jemandem aus deinem Umfeld, also sobald du ermordet wirst, kann man davon ausgehen, dass der irgendein Problem hat. Dass er irgendein psychisches Problem hat, weil es ist nie ein Ausweg. Es gibt auch nie eine Rechtfertigung für so etwas. Das ist dann irgendwann ganz schwierig moralisch. Und wenn jemand deine Kinder erschiesst und du erschiessest, dann reden wir über etwas anderes. Aber ohne, dass etwas passiert, das ist einfach so eine einseitige Tat. Das ist immer mit psychischen Dingen verbunden und da weisst du nie. Du kannst den Leuten nicht hinter den Kopf schauen. Das ist schon krass. Könnte es sein, dass mir so etwas passiert? Das weisst oh mein Gott, das weisst du nie. Aber hartes Thema. Ja, hartes Thema. Thema. Ich glaube, die nächste Frage ist wieder ein bisschen... Ja, ich würde Genau. auch sagen. Okay, das ist jetzt wieder lustig. Das ist gut. Nenne 3 Dinge, die du und dein Gegenüber anscheinend gemeinsam haben. Die wir zusammen gleich haben. Okay, wo wir gemeinsam haben. Jetzt ist es wahrscheinlich einfacher für den, der anfängt, weil der nachher muss quasi oben drauf nehmen. Ja, voll. Da muss Sachen, die nicht offensichtlich sind. Also ich würde sagen, sicher mal Technomusik. So, die Musikart. Die haben wir sicher ähnlich. Also das ist ja das Ding. Ich würde jetzt sagen, wir haben trotzdem einen anderen Musikgeschmack. Also weißt, ganz einen anderen, aber eher noch ähnlich. Also es ist glaube ich noch schwierig, wenn man die Leute ja kennt. Wenn wir uns jetzt nicht kennen würden, wäre es eine ganz andere Frage. Und weil wir uns aber eben kennen und jeden Tag nebeneinander im Büro hocken, dann weiss ich bei jeder Gemeinsamkeit auch, dass es trotzdem einen Unterschied da drin gibt. Also ich würde sagen Musik, Faszination für Fantasy-Welten, also gerade eben also einfach Geschichten, die erfunden sind, Fantasy so. Auch dort aber dann schon wieder unterschiedlich im Extremen, also in den Detail dann. Und sonst würde ich sagen, klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber Realismus. Also ich habe das Gefühl, was wir immer gut können oder gut haben, wo wir ähnlich sind, ist sehr versuchen, sehr objektiv an etwas heranzugehen und ein bisschen versuchen, das Gefühlsmäßige draussen zu lassen, wenn es auch um etwas geht, was nicht so ist. Habe ich das Gefühl. Aber das sind alles so oberflächliche Sachen. No. Weißt du, wie ich meine? Das sind so
Da gibt es noch 100 andere Menschen, was genau gleich ist. 100'000 andere Menschen, wenn nicht Millionen. Ja. Wir sind uns am Kennenlernen, Ja, weißt? stimmt, wir wir sind sind uns am Kennenlernphase, Verlieben. das stimmt, ja. Von dem her. Ich bin schon Hals über Kopf. Oh. Jetzt müssen wir so das Ähm. Pieps einblenden. Piep! Für was? Einfach so, weißt du, Cut. Aha, Das aha. hat man nachher nicht mehr aha. dürfen zeigen, was nachher passiert ist. Aha. Also ja, nicht mehr dürfen hören. Ach so. Ja. Versaute Gedanken. Ja. Ich habe das Gefühl, wo ich vielleicht auch ein bisschen positiv auf dich abgefärbt habe, ist so das Disziplinierte, Definitiv. das Durchhalte, Aha. Vermögenmäßige. Das sind Und die einfach- Unterschiede jetzt. Genau. Einfach auf die Zähne Ja. beißen, weil so wie ich dich auch vor, was ist das jetzt, Ja, auch schon irgendwie ein paar Jahre. 8 Jahre kennengelernt habe. Krass. Ich glaube, es Sind sind schon etwa 8 8 Jahre. Oh mein Gott. Oder vielleicht noch ein bisschen mehr sogar. Kann sein. Ja! Kennengelernt. Nee. Oder ist das später? Nee, es gewesen? ist schon später. es ist später gewesen. 15, 16, so haben wir uns kennengelernt. Und ich 15 war oder so. 14 vielleicht. Aber weißt, ich habe ja mit dem Dennis erst so mit 15 angefangen zu filmen. Mhm. Er ist 18 geworden, ich 15. Und nachher haben wir uns kennengelernt. Ja, irgendwann dann. Ja. Ja. Aber so wie ich dich dort kennengelernt habe, du bist ein anderer Mensch gewesen. Ja, das Ganz stimmt, anders ja. unterwegs und noch mit einem anderen Mindset, sage Ja. ich jetzt ein bisschen. Und ich habe halt von die Heime her sehr ein diszipliniertes und einfach du musst jetzt und du machst jetzt und weiss nicht was. Zweiter, also lieber tot als Zweiter, oder? So ein bisschen das. Ja, schon ein bisschen, ja, friss oder stirb. Ja, ja, voll. Was auch nicht, überhaupt nicht. Ja, in gewissen Sachen hat es seine Vorteile, eben wenn du jetzt irgendwie ein Projekt hast für einen Kunden oder so und der will oder der braucht das bis dann und dann Voll. beißt du einfach auf die Zähne. Und ich glaube, da habe ich schon ein bisschen auf dich abgefärbt. Ja, definitiv. Und vor allem ja auch gerade umgekehrt ich auf dich. Dass du auch mehr das eben entspanntere hast. Das, definitiv, das merke ich ja auch. Ja, das habe ich Aber das früher ist ja- gar nicht aber, können. Ja, aber genau das macht es ja eben aus eigentlich. Das ist ja genau das Spannende. Aber das ist schon so. Aber das ist jetzt ein Gegensatz. Ein Gegensatz, der uns aber näher gebracht hat. Das und stimmt. vielleicht eine Gemeinsamkeit. Aber vielleicht ausgelöst ist das auch das Krasse an dieser Frage eigentlich. Weil, wenn du jetzt schaust, Gemeinsamkeiten, die bringen einem auseinander. Nicht Gemeinsamkeiten, Differenzen, die bringen einem zueinander. Eigentlich, also in einer Freundschaft. Das ist schon krass. Bin ich nur ein Freund für dich. Ja, und ein Chef. Stimmt, ja. Jetzt hättest du müssen sagen, also jetzt gang den Briefkasten leeren. Gang arbeiten. Gang Gang Geld arbeiten. verdienen. Dami, was laberst du da für Scheissdreck? Kann man arbeiten. Das Bier auch noch, Gottfried Stutz. Aber sonst Gemeinsamkeiten. Wir sind vom Naturell selber her sind wir komplett verschieden eigentlich. Ja, total. Also so Umgang Also mit viele Menschen unterschiedliche lerne ich Gaben. extrem viel von dir. Ja, ich genauso. Und Ja, Ja. also viel verschiedener geht gar nicht. ja, das Wir ist sind schon halt so. beide aber auch nicht unbedingt mega extrem in dem, was wir dann leben. Weißt du, also so nach dem Motto, du bist jetzt nicht einer, der darum nur noch Anzug anzieht und immer keine Ahnung was. Und ich bin aber auch nicht einer, der jetzt, klar, ich habe ein Nasenringli, aber ich könnte auch voll tätowiert und jede Woche also weißt du, es könnte noch viel extremer sein. So. Ich habe das Gefühl, wir sind beide einfach in dieser Seite, wo wir sind, etwa auf einem ähnlichen Niveau. Von der, weißt du, so wie ich meine? Das ist noch ein bisschen schwer zu beschreiben. Aber das macht es auch überhaupt greifbar. Weil wenn ich jetzt zu extrem wäre oder du zu extrem, dann würde es gar nicht mehr funktionieren. Es ist mehr, weil es beides, oder eben blöd gesagt, du weißt oder akzeptierst auch, hey, ich muss manchmal ein bisschen ruhiger angehen. Genauso weiss ich aber auch, hey, ich muss manchmal disziplinierter sein und mir mehr Gas geben. Und darum funktioniert das. Wenn ich würde denken, ja Bruder, Alter, hör auf, so einen Scheiß zu erzählen, dann würde es nicht funktionieren. Ja. Voll, ja. Aber es ist Hast du auch 43 als Schuhgrösse? Das könnte noch eine Gemeinsamkeit sein. Also, für Selbstvertrauen sage ich gerne 43, aber wenn ich dann im Laden bin, probiere ich es zuerst 42. Okay. Sagen wir es so, ja. Ja. Aber ja, fast. Eigentlich Okay. lustig. Du bist ja doch 10 cm mindestens grösser, oder? Was bist du? 1,83 bin ich. Ja, eben, perfekt, 10 cm. Ja, in dem Fall. Ja, voll. Also, keine Ahnung, ob das stimmt, aber es hat mal geheissen,
dass der Fuß so gross Wie die ist. Elle. Wie ist es die Elle? Ja, die Elle. Aber keine Ahnung, ob das richtig ankommt. Also, ja, Mal, bei mir kommt es ziemlich gut an. das ist wie früher beim Dödelmessen. Wenn das, was du willst, bekommst Bis du auch zum das Bauchnabel. Resultat. Ja, nein. Es ist einfach so, du hast irgendwo erfahren, er muss einfach über dem sein. Und dann bist du so mit dem Messding und weißt genau, warte, der muss so. Und genau so ist es mit dem Fuß auch. Weißt? Du wählst das Resultat, dass es gleich lang ist, dann hebst du so an, ja, Pi mal Daumen stimmt schon. Darum haben auch alle den Säcken 18 cm Prügel, weißt du? Ja, Minimum. Die haben einfach nie definiert, wo man anfängt zu messen. Richtiger Fleischhammer. Ja, aber ich habe im Fall mal sogar auf einer Webseite, wo ich so 14, 15 war. Also alle jungen Leute, die das hören. Es ist normal, dass man sich Gedanken macht über seine Dödelgrösse in diesem Alter. Und es gibt Auch noch später. Auch noch später, aber das ist dann ein anderes Thema, das ist ein anderes Problem. Aber ich habe damals, mit 15, habe ich auch meinen Dödel gemessen, in allen Zuständen und so. Und dann auf einer Webseite kann man anonym in einer Liste alles eintragen von deinem Ob Dödel. es ein Blut- Und oder ein Fleischdödel ja, ist. das ist nicht so wichtig. Um das geht es nicht. Du kannst alle Maß, Umfang, Länge in dem und in dem und in dem Zustand in die Liste eintragen. Und dann hast du dort ganz viele andere 15-, 16-Jährige, die das auch reingeschrieben haben. Und dann siehst du plötzlich, meinen ist im Verhältnis dicker wie andere, aber dafür zum Beispiel kürzer wie dort oder keine Ahnung. Und das hat mir damals die Angst genommen. Okay. Weil ich eine Liste hatte, oder weil ich ein Ding hatte, das mir bewiesen hat, okay, alles normal. So. Und ja, das hat mir viel geholfen. Also, das ist noch lässig, ja. Weil in der Säcke gibt es viele Vorurteile über so Themen. Ja, Eben, das stimmt. es ist dann, der Dödel ist so gross wie die Nase lang und das und an der Nase siehst du jemanden. Ein Scheissdreck. Du siehst gar nichts, Alter. Du musst die Hosen runterlassen, dann siehst du es. Und auch dann ist es noch gar nicht. Also, eben, du kannst ja eine riesen Latte haben und einen kleinen Penis. Also ja, abgesehen davon, der Monty hat etwas Geiles gesagt zu dem Thema. Ich habe zwar nicht das grösste Boot, aber ich ruder am meisten. Und das kann man Klare eigentlich Ansage, grad- Das kann man, ja, eine klare Ansage, ja. Crazy, ja. Wir haben Kann ich so unterschreiben. in der was ist, das war glaube ich in der 5. oder in der 6. Klasse gewesen. Bei der Frau Steiner hat die geheißen. Ich habe auch Frau Steiner als Lehrerin gehabt. Aber das wird nicht die gleiche Nein. gewesen sein. Nein. Bei der Frau Steiner haben wir das erste Mal so ein bisschen Sexualkunde gehabt. Und nachher Hausaufgaben, die wir in unser Notizbüchlein haben müssen eintragen mussten. Wir müssen ein Kondom posten. Aha, ja. Und halt mit, was ist es, mit 11 oder mit 12? What the hell? Wenn du also erstens mal, wenn du schon alleine in die Migros laufst, ist für mich Ja. ein absolut unbekanntes Terrain gewesen. Ja, hast Und du ja nie nachher- müssen posten. Nein, das hat die Mami einfach früher Ja, gemacht. sicher, ja. Und danach, ich hätte nicht einmal gewusst, wo das überhaupt in der Migros findest. Ja. Und dann das nehmen und dann dort hat sie noch kein gibt's ja Self-Checkout Ja, genau. Heute gegeben. kannst du einfach Self-Checkout gehen. Aber Und damals nicht. damals aufs Rollband. Grüezi! Und nachher, es kostet 9 Franken Ja, oder ja. wie viel? Und dann nachher, ja, jetzt haben wir Nötli, 1 Franken Retourgeld, bitte. True. Ganz komisch. Ganz unangenehmer Moment gewesen. Ja, und da dürfen wir auch Real Talk, also Gummispost ist auch jetzt noch nicht angenehm. Nee. Es ist jetzt auch noch keine Freude. Also es gibt ja mittlerweile auch schon so Online-Shops, wo das Ja. sehr gut anonym und so kannst bestellen. Ja. Und dort gibt es eben auch, habe ich von einem Kollegen gehört, so die Spezial-Editions mit Der Kollege. so Nüppeli und keine Ahnung was Ja, für ja. Sachen dran, Ja, voll. die Ja, anscheinend noch gut sein müssen. Ja, gibt es schon auch gut. Aber mit Sommerspielereien habe ich auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. So gibt es auch ganz komische mit Geschmack und so, aber so lässig ist jetzt das nicht. Schmeckt immer noch nach Gummi. Ja, nein, Geschmack kann ich auch nie. Ja, lohnt sich auch nicht. Also, Nee. nee. Wenn dir deine Freundin keinen Blowjob gibt, hast du andere Probleme. Dann ist es nicht der Geschmack. Also doch vielleicht, aber dann musst du dich waschen, Kollege. Nein, ja, aber was ich noch zu dem einkaufen. Und dann wirst du irgendwann älter und gehst das erste Mal, oder ich weiss nicht, ob wir das machen, ich empfehle es auf jeden Fall, geh mit deinen besten Kollegen, am besten noch Kolleginnen auch, in Magic X. Mach das mal. Lass dich beraten, rede mit den Leuten und du merkst, Sexualität ist ein schönes Thema, etwas Lustiges, etwas, wo man alle miteinander darüber reden kann und auch gar kein Ding ist. Also, Das Normalste von der Ja, Welt. das Normalste von der Welt. Und es nimmt dir mega die Angst, eben dann auch, wenn du dann Gummis posten musst. Hey,
also wirklich, du stehst in Magic X rein und du hast dort genau die gleichen Leute, die auch im Migros stehen, weißt? Nur ist es ganz eine andere Ebene und sind alle ganz offen. Ja. Also, Schon so, wenn ihr ja. Angst habt, Gummis zu posten, geht mal in Magic X und lasst euch beraten. Die sind sehr lieb dort. Und ja, schnurrt euch dann aber auch etwas auf. Also, Das ist die Aufgabe von einem Verkäufer. genau, absolut. Dort, wo ich, das war glaube ich das zweite oder das dritte Mal, wo ich in einem Sexladen war. Aha. Und der Kollege ist eben auch gerade 18 geworden und ich war schon 20 gewesen. Aha. Und auf den 18. Geburtstag, weil er hat ein richtig scharfes Mami hatte. Also ein richtig so scharfes, Stiflers Mom. so ein richtiges Mami. und nachher alle Kollegen haben so zusammengelegt und dann sind wir an ihm so einen 30 cm schwarzen Dildo gepostet. Nein! Und haben es ihm auf den 18. Geburtstag geschenkt. Das war Oh so Mann, gut gewesen. aber das ist auch 18. Geburtstagsgeschenk. Das sind so die ersten Momente, wo du in Magic X gehst. Fatima Fong. Fatima Fong. Heisst, Tönt das mal Mal googlen. googeln, okay, finde ich gut. Oh Mann, Alter. Ja, aber Ja. das haben wir auch so verschenkt. So Feuerzeug mit blutigen Frauen drauf und so Zeug. Auf der 18. Ja, Classic. sehr classic. Classic. Sehr classic. Ich glaube, die nächste Frage ist Ja. noch eine interessanteste. Und nachher ja, mal schauen, wie es weitergeht. Ja, ich habe auch noch ein paar Themen von letzter Woche. Da kommt vielleicht eine ganz bestimmte Person in unserem Leben. Oh, jetzt. Gott so als erstes Dings, als Dings. Wofür bist du in deinem Leben am dankbarsten? Puh, ja, eben, wir haben gerade über Mamis geredet. Also es ist schon krass. Ich würde jetzt da aber den Papi nicht ausklammern. Für meine Familie bin ich am dankbarsten. Also mit riesem Abstand. Für das, dass alle noch gesund sind. Also kann ich mich wirklich nicht beklagen. Klar, wir haben viele Krankheiten und so. Aber dass ich meine Großeltern noch habe und dass ich so ein gutes Verhältnis wieder habe zu ihnen. Das ist ja in der Corona-Zeit nicht alles so einfach gewesen. Aber ich denke meine Großeltern, weil Mami und Papi, ja, aber das ist noch eher, ja, alles ist nicht selbstverständlich, aber das ist noch eher normal. Aber dass ich noch so junge, fitte Großeltern habe, ja, ich glaube für das bin ich am dankbarsten. Und vielleicht auch ganz klischee-mässig, dass ich da lebe, wo ich lebe. Ja, vielleicht sogar noch mal oben drüber. Weil klar, also menschlich gesehen natürlich meine Eltern, meine Großeltern und mein Papi oder meine kleinen Brüder, aber rein von der Grundvoraussetzung ist es schon das Leben da. Weil ja, wir sehen es ja auf der ganzen Welt, wie es läuft und wie es geht. Und ja, also Crazy, was jetzt gerade alles Es ist- überall Protest und Es ist wirklich Frankreich brutal. ist am Brennen und ja, und alle sind sich am ja. Abballern. Es ist krass, es ist traurig. Aber eben, wir müssen dankbar sein, dass wir das nicht oder nur begrenzt unser Problem nennen müssen. Ja. Ich glaube, für das bin ich am dankbarsten. Das war gerade ein guter Satz gewesen. Aber wenn wir am, wie sagt man dem, am Umnörgeln sind oder an uns am Umjammern sind, dann ist das immer ein Jammern auf verdammt hohem Niveau. Immer. Ja. Weil wenn du irgendwie ein Land in Afrika, Südamerika, Asien teilweise auch, egal wo, mit der Schweiz vergleichst, du hast nie Ja. in meinen Augen einen gleichen Lebensstandard, so wie wir Nein. uns das in der Schweiz einfach gewöhnt sind. Ja. Und zwar wirklich halt auf einem anderen Niveau gewöhnt. Das haben sie ja jetzt auch in einem Podcast besprochen mit dem Essen, Lebensmittel in der Schweiz. Wenn du bei uns, kann ich auch schon so sehen, so Amis, die in die Schweiz kommen zum Beispiel, zuerst sind sie am Durchtrüllen, weil es so sauber ist. Nur schon die Deutschen trüllen ja durch, dass es so sauber ist. Und bei ihnen ist es ja nicht so viel schlimmer, wenn du es jetzt mit Amerika vergleichst. Aber gerade Essen. Also, wenn du bei uns gehst ein Schnitzel essen im Restaurant, dann heisst das vom Schweizer, ja, das habe ich mir jetzt mal gegönnt, ja, ist nicht so gesund. So. Wenn der
der Ami kommt, egal in welches Restaurant der hockt und der isst das Schnitzel, dann ist für ihn das ein Nobelschnitzel. Ein Nobelschnitzel mit fucking gutem Fleisch und allem das. Und das ist der hohe Standard, dass du selbst bei uns in der Schweiz an der Raststätte und bei uns ja jede Tankstelle und so hat einen Laden drin. Du kannst bei uns in jeder Tankstelle frisches Brot posten. Du musst dir das mal vorstellen. Das ist unvorstellbar. Nur schon in Deutschland, da kommst du die anderen paar Würste oder irgendetwas über oder irgendeine Currywurst oder so. Aber dass du dort frische, vegetarische und das und so hast, vergiss das. Und das ist schon brutal. Und das sind wir uns gar nicht bewusst. Das sind wir uns wirklich oft nicht bewusst. Wenn es dann heisst, ja eben nur immer Fast Food und Fast Food. Ja, was für uns Fast Food ist für andere Menschen auf diesem Planeten Essen mit anderer Qualität. Und das, das spielt mega in das rein. Extrem, da kommt mir auch eine ganz bestimmte Szene in den Kopf. Aber wo ich wirklich auf die Welt gekommen bin, blöd gesagt. Eben, als kleiner Schweizer, du bist so verblendet. Die geht's gut. So verwöhnt. Alle Viertelstunde, 30 Minuten fährt ein Zug, alles drum und dran. Wir reklamieren, weil die Autobahn zu laut ist, Mann. Irgendetwas. Und im 18. bin ich mit einem Kollegen auf Bali, Indonesien. Ja, und dort eben die schönen Fotos auf dem Insta. Das sieht wirklich so schön aus. Also das ist auch, so. Aber das sieht halt wirklich nur 200 mal 200 Meter schön aus. Und wenn die Kamera nur ein bisschen mehr links oder mehr rechts würdest, sieht es scheiße aus. Ja, und da siehst du auch die Trends auf TikTok. Real, also on Instagram und dann in Real Life. Das ist voll krank. Das ist so. Und da hast du mich auch gerade auf den aufgeklopft, weil wir haben es auch brutal ruhig. Bei uns ist alles ruhig. Wenn du das Gefühl hast, die Bahnhofstrasse ist lärmig, nein. Schau mal ein Video wie einer zu Bali oder auch in Südafrika oder sonst irgendwo. Habe ich gestern ein Video gesehen von einem Südafrika. Ey, weißt du, wie laut ist das? Da wird rumgeschrauen, Böcksli, Musik. Das ist so laut, wir würden das gar nicht verleiden, weil das einfach so laut ist. Und bei uns ist die Welt so ruhig. Ruhig und sinnlich und das. Und eben jetzt gerade mit Autos und Töffli und so. Bei uns hat es ja überall einen Katalysator. Das ist ja Pflicht bei uns. Ja. Soweit ich weiss, in ganz Europa. Und in Afrika unten abschrauben. Und das Benzin, das sie dort unten tanken, das hat noch Blei drin. Ja. Warum heisst das bleifrei bei uns? Ja. Weil es kein Blei drin hat. Ja, also das ist eben krass. Also, und die Szene, wo mir im Kopf hängen geblieben ist, wir sind in Denpasar gelandet. Dort ist der Flughafen. Also in Bali. In Bali, ja. Genau, also Denpasar ist die Hauptstadt von Bali. Und nachher sind wir auf Ubud. Wow. Bin ich jetzt gerade blöd? Bali? Was ist Bali? Bali ist eine Insel in Indonesien. Bali ist die Insel. Ja. Bali ist eine Insel. Bali ist sogar eine Stadt. Aha, nein. Das habe ich gemeint. Okay, gut, haben wir schon etwas gelernt. Das ist eine Insel. Ja. Dort, das weiss ich, ja. Aber ich habe gemeint, das ist eine Stadt, die auch Bali heisst. Aber ist wirklich die Insel, die so heisst. Und macht das Sinn auf Bali? Ja, absolut, ja. Lombok, ich meinte, das ist eine Nebeninsel, aber es ist im Norden oben. Und dort hat es gerade bevor wir gekommen sind, ein schweres Erdbeben oder Tsunami irgendetwas gegeben. Und das ist alles verwüstet. Ja, beides zusammen. Ja, da weiss ich jetzt auch nicht genau. Aber da sind wir von Denpasar sind wir auf Ubud. Und dann von Ubud sind wir dann mehrere Sachen so machen. Unter anderem sind wir dann auf Nusa Penida. Aha. Das ist die Dinosaurierinsel. Also wo von oben hat es so ein Plattförmchen und der Küstenabschnitt, sage ich jetzt. Inselzunge. Das ist jetzt hure gut, ja. Irgendwie kann die Inselzunge quasi sieht aus wie ein Dinosaurier. Inselzunge, Landzunge wäre richtig gewesen. Gibt es das Wort wirklich? Nein, Landzunge heisst, Inselzunge ist falsch gewesen. Aber Landzunge? Landzunge, ja. Krass, ja. Habe ich noch nie gehört. Aber macht hure Sinn, ja. Und dort eben der Dinosaurier. Und bis wir mal dort angekommen sind, haben wir über Stock und Stein so halt. Und nee. Also so eine Strasse gibt es bei uns in der Schweiz. Das hinterletzte Waldwägli ist nicht so schlimm wie dort die Hauptstrasse. Ja. Wirklich jetzt. Also mit halben Meter tiefen Schlaglöchern und so.
das Auto nicht mehr weiterfährt, wenn du voll reinfährst. Bleibst einfach hängen. Du musst einfach aussteigen und irgendwie aufs nächste Auto warten. Und dort hat es auch ab und zu so kleine Dörfli gehabt. Und dort sind wir an einem Dorf vorbeigefahren. Und aus dem Fenster raus habe ich ein kleines Mädchen gesehen. Schätzungsweise 7, 8, 9, so plus minus. Die hat einen Korb auf dem Kopf oben gehabt. Und in diesem Korb oben waren alles PET-Flaschen. Und dann, sie ist dort einfach so in den Wald, sage ich jetzt, rausgelaufen. Und dann habe ich immer ein bisschen das Doppel runtergeschaut, weil ich ja nicht gecheckt habe, wieso läuft die jetzt da ins Nichts raus. Und dann irgendwann ist der Abhang voll mit Plastik. Oh, Also shit. Ja. Schätzungsweise 100 mal 100 Meter, alles voll mit Plastik. Und unten dran ist das Bächli ins Meer rein. Super. Und dann musste ich auch sagen, ja, bei uns in Europa, wir verbieten irgendwie Plastikstrohhalm oder sonst irgendetwas. Ja. Aber wir haben ein Problem, das wir einfach an einer ganz falschen Stelle angreifen. Ja, und vor allem ist ja das Problem, dass das ist ja unsere Entwicklung von der Gesellschaft, von der Menschheit, dass Smartphones und zum Beispiel auch eben PET-Flaschen, das hat sich über die ganze Welt verbreitet. Also auch Länder, die aber kein Güsselsystem haben aber PET-Flaschen. Das kann gar nicht funktionieren. Und was sagen wir? Coca-Cola können wir dort unten verkaufen. Ja, perfekt! Ja, super! Du bringst Tonnen von Plastik in ein Land, klar noch mit Cola drin, wo aber nachher nicht richtig entsorgt werden kann. Egal, was die machen wollen. Und es ist nicht lange her, da haben wir in der Schweiz auch noch Müllhalden gehabt. Da hast du einfach den Güssel gesammelt. Und der Zürichsee, den hast du nicht können. Also mein Grosspapa nicht schwimmen im Zürichsee, wo sie da angekommen sind. Weil alle Güssel im Fluss runtergedingselt ist. Der war verdümmt, der war verdreckt gewesen, und zwar aufs Übelste, weil wir genau auch noch vor wenigen Jahren so gedingselt haben, aber jetzt halt mit dem System das haben können ändern. Und das geht halt in diesen Ländern nicht. Also müssten wir eigentlich sagen, hey, wir dürfen dort nicht zu viel Scheissdreck exportieren. Auf die andere Seite willst du diesen Leuten auch nicht Cola verbieten. Also nein, es ist völlig ein Scheissdreck. Also, das ist jetzt meine Theorie, aber jedes Land braucht einfach seine Zeit, bis man quasi an etwas daran gewachsen ist. Und wenn etwas jetzt bei uns in Europa, Amerika, sonst irgendjemand erfunden wird und das Land einfach noch nicht ready ist, ja, der Fortschritt ist nichts Plötzliches. Und wenn wir aber kommen und das wie plötzlich dort anplacen, dann bringt das nichts. Also das ist ja niemandem geholfen. Nein, es ist niemandem geholfen. Also es gibt ja auch wirklich den Ansatz, die einen schicken Essen runter, die anderen gehen runter und lernen diesen Leuten, wie sie Felder betreiben können. Und da muss man dann klar schauen, hey, im Brunnen bauen. Weil sie müssen die Möglichkeit haben, die Felder auch bewässern zum Beispiel. Aber anzugehen und ihnen einfach ein fertiges Ding, wo sie noch auf noch mehr Probleme auflupfen, das bringt es gar nichts. Und wir, die in Europa begriffen haben, dass wir nicht den Güssel einfach vorne aus auf die Wiese rühren, weil der Berg einfach immer grösser wird, wir verschieben das Problem jetzt einfach raus und sagen, ja, die wissen es ja noch nicht besser, also lassen wir es einfach dort, das ist ja ihr Bier. Und das ist das Problem, oder? Das Problem ist, man schaut nicht an. Man möchte nicht anschauen. Bei uns, Deutschland, Schweiz, keine Ahnung wo, wir haben das Problem ja nicht. Ja, wir exportieren ja, und genau. dort ist kein Problem mehr. Ja, ich weiss gar nicht, wie viel Güssel die Schweiz exportiert. Weil wir sind nicht so krass wie Deutschland. Wir sind nicht annähernd so krass. Deutschland hat, glaube ich, 80%, wo sie vom PET meint, ja, oder? Wo sie, also allgemein vom Abfall, wo sie raus exportieren. Und was ja auch vor allem ein Problem ist, zum Beispiel so alte Autos und Sachen, die werden ja viel auf, oder auch alte Autoreifen, werden auch auf Afrika geschifft und dort verbrannt. Weil bei uns kannst du es nicht verbrennen. Das geht nicht. Wir müssen mal googlen in Kuwait. Das ist ein Land auch in Afrika. Und dort kommen die meisten Pneus, abgefahrene Pneus. Da gibt es ja riesige Gebiete, wo nur Pneus sind. Also dort werden in der Wüste eine Art wie so kleine Seen, eine Art ausgekippt. Einfach so Löcher. Und nachher pro Loch tust du mal das Zündhölzchen reinrühren und dann brennt es dort einfach schnell. Aber eben, wir bei uns, wir haben keine alte Pneu. Bei uns ist es kein Problem. Und dort unten interessiert es einfach niemand. Ja. Und aber da habe ich persönlich einfach Mühe, weil das Problem einfach verlagern löst das Problem nicht. Und da stehen wir genau gleich in der Verantwortung. Und das ist
vielleicht eine Hochnäsigkeit, sich da einfach einzureden, ja, wenn die es nicht im Griff haben oder so, dann ist es einfach wirklich nicht unser Problem, aber wir sind genau gleich daran schuld. Oh mein Gott. Also ich habe nicht Hast du das Bild mal? Ja, das habe ich gesehen, aber ich habe nicht herausgefunden, wie viel Güssel wir exportieren. Aber wir sind weltweit der grösste Güsselproduzent pro Kopf. In der Schweiz? Ja, mit 700 Kilogramm im Jahr 2020 pro Kopf, wo wir Güssel produzieren. Ja, im Jahr 2000 war es noch bis 660 Kilogramm. Aber wenn du denkst, trauriger Rekord. ja, trauriger Rekord, ja, absolut traurig. Aber ich sehe da, sie sind mit Bundesbeschlüssen und so immer noch am Dingsel, dass es eben nicht mehr so viel in die scheiß Länder exportiert wird. Also da sind sie schon auch am Schauen. Plus, und eben, Das ist... da kann man auch dieser ganzen Fridays for Future Bewegung und so auch etwas Gutes abverlangen. Absolut, auch die auf der Das- Straße hocken. Ja, also Ja, alle. Egal, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, der politische Wille und quasi die Handlungs... Es ist der richtige Ansatz, aber doppelt sind es trotzdem. Also Genau. weißt, das ist so ein bisschen der Punkt, oder? Und auf die andere Seite, wenn du etwas verändern in der Menschheit, musst du ein Double sein. Sonst ändert sich nichts. Also es ist beides. Ein bisschen Was ich jetzt damit wollte sagen, ist quasi, dass grössere Unternehmungen wie eben Migros oder Coop oder einfach mit Verpackungen, die ganzen Verpackungen, die heute einfach wirklich nur Plastik sind, probiert man viel mehr, zum Beispiel Gummeli. Die Herdöpfel, Ja. die sind jetzt immer in Papier, so dickes Ja, Papier voll. eingepackt. voll. Und da finde ich viel sinnvoller, dass man an diesen Stellen ansetzen Ja. und auch Produzenten von diesen Ja, und vor Sachen. allem dann halt auch wirklich umweltfreundliche Verpackungen, weil was ich auch schon gehört habe, dass halt viele von denen möchten gerne umweltfreundliche Verpackungen dann eben genau weniger gut können recycelt werden, weil man Plastik und Karton mischt. Und dass man dann weniger gut trennen kann. Also, es ist auch dort noch dann wieder schlimmer. es ist wieder ein Aufpassen, nicht ein scheinheiliges, ich mache jetzt super gute Verpackungen, sieht so aus, weil sie ist grün und aus Karton. Nein, es muss auch wirklich aufgehen. Der Prozess muss auch stimmen. Und dann ist eben die PET-Flasche immer noch besser. Dann nimmst du lieber PET-Flasche, wieder eine, die Plastik, Karton und das hat und man kann es gar nicht mehr recyceln. Und dann hast du wenigstens wieder PET-Flaschen, die einfach auch wieder irgendwie, keine Ahnung, wie viel nicht recycelt werden, weil sie etwas reingraviert haben oder irgendeinen Scheiß. Also das ist ja wirklich dann das Problem, oder? Dass dann, es wird in die Richtung geschaffen, aber halt nur, damit der Umsatz stimmt und nicht... Das wird aber das Problem sein, das wir weiterhin haben und das auch nicht ändern wird. So. Aber Ja. ich weiss nicht, wenn wir das Thema abschliessen Ja, sonst tun Ja, wir voll, vielleicht noch zu Ewigkeiten. viel Gemüter erhitzen. Je Ja, nachdem. nein, es ist mir einfach ein Thema, das sich nicht einfach wird ändern. Wir sind da an einer Problematik, wo uns noch lange wird begleiten. Wenn nicht Ewigkeiten. Wenn nicht für immer für die Ja, Menschheit. für immer. Ja. Also, dass der Mensch einen Einfluss Gut, weißt, auf die vielleicht Welt hat. lösen wir es irgendwann. Das kann schon sein. Wissen wir jetzt noch nicht wie, sonst würden wir es machen. Aber ja. Aber weil wir gerade so über das alles reden, kann ich gerade mit einem Thema einhängen. Und zwar hat es mich mal ein bisschen interessiert und ich bin dann abgeschweift, die Heime. Und zwar die Geschichte von Wollerau. Oha! Ja. Und zwar habe ich da mich ein bisschen informiert und habe mir ein bisschen einen Text herausgesucht, den ich jetzt gerne vorlesen würde. Es ist auch für mich, ich muss ehrlich sein, ich tue mich selber ein bisschen aufs Glatteis führen, weil ich hasse vorlesen. Und darum tue ich jetzt etwas vorlesen, damit ich das übe. So, aber Es lässt niemand zu. es lässt niemand zu, genau. Also, und zwar die Geschichte der Gemeinde Wollerau. Bis ins 9. 10. Jahrhundert gab es in Wollerau kaum Siedlungen. Sieht man von der Möglichkeit jungsteinzeitlicher und frühbronzezeitlicher Pfahlbauten im Gemeindegebiet des heutigen Strandweges zwischen Bäch und Richterswil ab. Also auch vor 800 hat es dort schon Bauten gegeben, aber da oben nicht, weil da oben war Wald. Da oben war alles Wald. Und jetzt geht's, nach 800 wurden die ersten Höhenstufen im heutigen Dorfbereich allmählich ausgeforstet, worauf der Ortsname Wollerau, aber auch der Rodungsname Rütiböhl hinweisen. Darum heisst es Wollerau wegen dem Weg
walden. Okay. Voll. Und das Rütibühl, das ist da, wo wir jetzt sind, im Fall. Ja, genau. ist Das da. heisst so, Ja. weil da eben angefangen wurde mit dem Roden. Und jetzt, ich muss den Punkt wiederfinden, Ortsname Wollerau, Rütibühl-Hinweis. Genau. Im Jahr 1217 erscheinen die ersten Ortsvertreter. Die Ritter Ulrich und Rudolf mit einem Löwen im Ritterwappen wohnten im Turm auf der Turmmatt, heutige Alterssiedlung. Dort ist früher ein Turm gestanden, wo die eben gewohnt haben, der Rudolf und der Ulrich, die zwei Ritter. Geile Sache. Ja, mega. Östlich vom Krebsbach gelegen und damit der Pfarrei Freienbach zugehörig. So. Freienbach ist da weiter unten dran, das Dorf. Was westlich des Krebsbaches lag, war der Pfarrei Richterswil zugeteilt und stand damit in Verbindung mit dem Kreuzritten der Johanniten von Wädenswil. Deswegen setzt sich das erste 1934 geschaffene Gemeinswappen mit einem Löwen und Johannitenkreuz aus Wappenteilen ehemaliger zuständiger Grundherren zusammen. Weil das teilt war, haben wir jetzt so ein teils Wappen. Auf der einen Seite von der einen Kreuzritter, das Kreuz, also Johannitenkreuz, und auf der anderen Seite das Löwenwappen. Voll der Plot-Twist, ja. Genau, voll der Plot-Twist, ja. Im Raum der heutigen Pfarreikirche stand seit dem 13. Jahrhundert eine kleine Marienkapelle, die 1550 und 1781 durch größere Kirchen ersetzt wurde. Also das Kapelle gesehen dort und immer wieder größer wurde. Die politische Oberheit über den hinteren Hof Wollerau, identisch mit dem zuständigen Bereich der Kooperation Wollerau, hatten bis Mitte des 14. Jahrhunderts die Grafen von Rapperswil und der Rechtsnachfolger von Habsburg Laufenburg anno 1342 gekauft und Jakob Brun, Bund des Zürcher Bürgermeisters Rolf Brun. Also die haben das irgendwie gekauft im 1342. Diese Digga, das ist ein ganz schlimmes Wort. Die Vogtereirechte verschafften dem zuständigen Vogt nämlich durch den Einzug des Bußgelders ansehnliches Einnahmen. Also der Typ ist kurz gekauft und hat dann alle Bussen eingezogen und darum sind sie rich geworden da oben. Also das erste Mal. Nachher, durch die Expansionsgelüste der Schweizer im Raum Zürichsee kam es nach 1436 zum Alten Zürcher Krieg, 1445 zu einer Schlacht bei Wollerau im Rütibühl. Zürcher verloren 1450 im Frieden zu Einsiedeln den Hinterhof, also Wollerau, und den Vorderhof, also Pfäffikon, ans siegreiche Schweiz. Darum sind wir im Kanton Schweiz, weil die damals gestritten haben mit den Zürcher. Darum heisst unser Bezirk auch Höfe, weil es ist der vordere und der hintere Hof Genau, war. ja voll. Pfäffikon. Im Jahre 1536 wurde Wollerau von der Pfarrei Richterswil getrennt und zu einer eigenen Pfarrei erhoben, weil die Richterswiler 1529 zu der Reformation übergetreten waren. Zwingli. Genau, also sie sind da geblieben, katholisch, und darum haben sie sich von Richterswil getrennt. Hure crazy eigentlich. Die Westgrenze blieben daraufhin während Jahrhunderten bis 1847 das militärische Aufmarschgebiet der Zürcher in den Konfessionskrieg von Kappeln im Wilmerecken. Keine Ahnung, habe ich auch noch nie gehört, der Ort. Aber auch in der Sonderbundskrieg von 1847. Also in diesen Krieg ist da immer aufmarschiert worden. Das ist noch krass, das denkt man gar crazy, nicht. ja. Das weiß man gar nicht. Die Schweiz stellte bis zum Einfall der Franzosen im Jahr 1798 den Obervogt zuständig für wichtige Rechtsgeschäfte, zum Beispiel auch Todesstrafe, aus den Bürgern der Kooperation Wollerau ernannten Mann Untervogt, der vor allem zivilrechtliche Geschäfte abwickelte. Also sie haben in dem Sinne, der Chef hat nochmal einen behoben aus der Kooperation, wo dann ein bisschen die andere Frage geklärt hat. Das Gemeindegebiet von Wollerau war bis ins 9. Jahrhundert von einigen Handwerkern und Wirtsleuten und von vielen kleinen und Kleinstbauern mit maximal 2 bis 3 Großvieh-Einheiten besiedelt. Der
Der Krebsbach trieb die Neumühle, die Teilersmühle, die Obermühle und die Untermühle an, was auf einen gewissen Ackerbau in der Gegend schließen lässt. Also es muss dort schon fett etwas gelaufen sein für 4 Dinger. Während der Französischen Revolution litt das Dorf in den Jahren 1798 und 1799 sehr durch den Einmarsch der Franzosen und der Gegner der Österreicher. Also es sind genau Napoleon. Klink inne. Muss das gewesen sein, oder? Ja. Oder war der vorne? Napoleon? Weiß gar nicht. Nein, der ist vorher. Ist der vorne? Ja, gewesen? aber jetzt bin ich gerade. Das ist schwierig. Ja, erzähl mal weiter. Und zwar und jetzt wird es eben spannend. Nach der Helvetik wurde der Hinterhof Wollerau in Bezirk Wollerau umbenannt. Bei der Kantonstrennung und der Entstehung eines Kanton Schwyz Äußeres Land, habe ich nicht gewusst, dass es früher Ausserland gegeben hat. Kanton Schwyz Ausserland, habe ich nicht gewusst. Kanton Schwyz Ausserland 1831 bis 1833, also es war nicht lang. Ich muss den Satz nochmal, bei der Kantonstrennung und der Entstehung eines Kanton Schwyz Äußeres Land 1831 machte der damalige Bezirk Wollerau wegen Streitigkeiten unter den Familien Kümin und Bachmann nicht mit und verblieben im Gegensatz zu den Bezirken Pfäffikon, March, Einsiedeln und Küsnacht beim alten Land Schwyz. Weil deine Vorfahren damals sich mit Bachmann, mein alter Chef, Bachmann ich kenne auch den Sohn. Ja, weil die sich damals gestritten haben, ist der Wollerau Kanton Schwyz. Scheiße. Ja, weil deine Vorfahren sich 1831 gestritten haben. Also ich finde das einfach geil. Ich finde das einfach heftig. Also alle, die jetzt in Wollerau rum sind, die jetzt zuhören und jetzt wenig Steuern zahlen, können meine Füße küssen. Aber ich habe das angefangen zu lesen und es spannend gefunden, da kommt einfach der Kümin, Alter, der mit dem Bachmann gestritten hat und das nachher aufgeteilt haben. Nach der Annahme der ersten Bundesverfassung entstand 1848 die politische Gemeinde Wollerau anhand der damaligen katholischen Pfarrei, die schon im 18. und frühen 19. Jahrhundert zu zahlreichen Bauernhöfen östlich des Krebsbaches erweitert wurde. Wollerau wurde im neuen Geschäftsbezirk, genau, das sind jetzt einfach nur noch, das ist jetzt wieder dann die neue Geschichte. Ja. In dem Sinne. Nachher ist dann nicht mehr viel passiert, aber ja, das ist die Geschichte von Wollerau. Krass. Und ich habe es mega faszinierend gefunden. Und auch Pfäffiken, wo noch drinnen ist, weißt, so mit dem also dass mal dazugehört hat und so. Ich finde es super interessant. Was ich einfach mal gehört habe, der Napoleon, wo der eben in die Schweiz gekommen ist, der hat ja die Kantonsgrenzen, wo früher einfach irgendwie gewachsen und dann mal verkauft und dann irgendwie, der hat an dem seine Tochter geheiratet, keine Ahnung. Dann ist der Kümi wieder gekommen und der Bachmann noch etwas Bachmann, die haben wieder Krieg gehabt. Nein, was habe ich? Der Napoleon. Und der hat anscheinend einen neuen Kanton bei uns am oberen Zürichsee, und zwar der Kanton Lind. Okay. Hat der gemacht. Ah, krass. Und ich weiss jetzt nicht mehr genau, wie weit der runtergekommen ist, aber alles so Utzne und nachher bis eigentlich an Wollensee rauf, einfach das Gebiet und Schübelbach und Buttiken, so der ganze Abschaum dort. Das Fußvolk. In der Mark stinkt es. Das ist das ist so, ja. So ein altes Gerücht. Ja. Und alles dort ist irgendwie am Kanton Lind zugeordnet worden. Krass. Und jetzt wissen wir auch, wieso es dort stinkt. Das sind schon früher mit Kollegen gewesen. ich meinte sogar, Rappi war auch in diesem Kanton Lind drin. Ja. Ich finde das auch krass, eben da, die Länder da, die haben damals unter dem Vogt von Rapperswil. Das heißt, du kannst dir richtig vorstellen, wie das früher auch war. Alles nicht bebaut und dann hast du so dort hinten, hast du so Rapperswil, hast ein Schloss gehabt. Ja. Das muss schon krass gewesen sein. Also, und dann, wenn du mal in die Stadt bist mit dem Ross oder so, ey, ich finde es mega faszinierend. Damals hat es keinen Damm gegeben. Nein. Da hast du oben rum müssen. Ja, es hat ja, also den Ding haben sie ja dann gebaut, den Steg. Den Steg, den gibt es ja schon länger. Die Kapelle, die dort steht. Müssen wir mal schauen, wie lange es den Steg gibt. Ja, den Holzsteg, den gibt es schon lange. Von Hurden, der Holzsteg, weißt du? Es gibt ja nicht nur die Autobahnbrücke. Also Autobrücke.
Es gibt noch den Holzsteg und den gibt es schon lange. Der hat so ein Kapellchen auf dem Holzsteg und das ist sicher auch nicht Also, 10 keine Jahre Ahnung, alt. Das ist, wenn... ich tue mal geschwind. Aber sicher nicht so 17. Jahrhundert irgendwie. Ja, ich frage mal das meinst grosse Hirn, das weiss das. Wann wurde der Damm gebaut? Rapperswil. So. Und zwar 1229. Was? Ja. Ja. Holy shit, okay. Sind die damals schon irgendwie übers Wasser? Ja, so wie es aussieht, aber warte mal. Ja, warte, das glaube ich noch nicht ganz. Ich glaube es noch nicht ganz, was ich da lese. Da. Was? Die Besiedlungsgeschichte der unmittelbaren Umgebung von Rapperswil, einem Ortsteil der Schweizer Gemeinde Rapperswil-Jona im Kanton St. Gallen, ja, das wissen wir alles, reicht mindestens 5000 Jahre zurück. Was? Ja. Scheiße, ich habe das eben der doch kann auch wohl auch gut zusammenpacken. Ja, und vor allem habe ich das eben auch schon gehört. Also eben das mit den Pfahlbauern, das habe ich gewusst. In Pfäffiken hat es schon vor Dingen hat's schon Menschen gegeben. Aber wenn du denkst, wenn es schon 5000 Jahre zurückreicht, wo es die ersten Leute dort gegeben hat, dann macht das Sinn, wenn sich das so von Rapperswil raus bewegt hat, dass es dann auf Wollerau gekommen ist. Und halt von der Schweiz hat es sich auch da entwickelt. Darum ist da auch so ein Eck. Wir sind ja da im Dreikantons-Eck jetzt, aber es ist voll interessant. Das ist spannend, ja. Total, habe ich auch eben total spannend gefunden. Und darum habe ich gefunden, das muss ich einfach vorlesen. Ja, das habe ich jetzt im Fall. Also muss man den Link noch schicken, weil. Es ist auf der Gemeindeseite. Eine Kooperationsseite? Warte, ich kann es gerne nochmal. Auf der Gemeinde Wollerau-Seite gibt es ein Ding mit Geschichte. Und das ist ein Shit. ganz langer Text. Holy shit. Also ich habe jetzt etwa die Hälfte habe ich jetzt etwa gelesen, ein bisschen mehr. Ja? Das ist mega Krass, spannend. Es ist krass. wirklich mega spannend. Das ist wirklich crazy. Was ich einfach mal gehört habe oder erzählt bekommen habe, in dem Haus, wo jetzt mein Grossdaddy und meine Grossmami wohnen, dort irgendwie auch noch 1400, keine Ahnung was, hat irgendeine Vorfahrin eine magische Begegnung mit Gott gehabt. Also auch am Krebsbach, wo in dieser Geschichte auch ein paar Mal vorgekommen ist. Ja. Und dort hat sie irgendwie Jesus gesehen. Ja. Anscheinend. Ja. Und sie haben mit dem geredet und sie ist nicht geschwängert Der worden. hat gesagt, Steuern sparen, Steuern sparen. Holen die Reichen aus dem Ausland und von Zürich und da. Die Steuern sparen. Ja, irgendwie so, das habe ich mal gehört. Ja. Aber Ja, ich habe es auf jeden Fall mega interessant gefunden. Ich bin dann gerade ein bisschen auf den geschichtlichen Trip abdingselt. Ich habe sogar noch mal eine kleine Geschichte. Die ist jetzt aber nicht in der Schweiz, sondern ein bisschen weiter gedacht. Und zwar Hieroglyphen. Kennen wir ja alle. so Und- Ägyptermässig. Genau, und das ist für mich... ist immer Yu-Gi-Oh! so ein bisschen- ja. Yu-Gi-Oh! Gibt es auch Hieroglyphen. Stimmt. Yu-Gi-Oh! Digga, das sind auch geile Sachen. Ja. Also, das war auch geil. Auf jeden Fall hat man ja... Es ist wie, wir wissen, wir können die entziffern zum gewissen Teil, aber ich habe mir nie die Frage gestellt, wie ist es denn so weit gekommen, dass wir die plötzlich entziffern können. Und da hat es auch eine spannende Geschichte. Und zwar habe ich mir auch etwas rausgeschrieben, ein bisschen Fakten, um da auch keinen Scheiß zu erzählen. Und zwar, der heisst noch lustig, es geht um den Rosetta Stone. Der Rosetta Stone. Ja, und zwar ist das ein Stein, den hat man. Und da kommt jetzt... darum bin ich vorher so verwirrt gewesen, wegen Napoleon. Und zwar geht es in dieser Geschichte um den Napoleon. Ist der dort auch gewesen? Ja, 1799. Also ist dort, Ja. wo unsere Frage vorher ist etwa der Zeit Ja. von Napoleon. Ja. Also geht jemand auf. Wahrscheinlich ist er nachher in die Schweiz. Nachdem hat er gefunden, dort ist es zu heiß. Ja. Auf jeden Fall sind die damals auf Ägypten, 1799. Und dann haben Leute von ihm haben Ausgrabungen gemacht und haben dort den Rosetta Stone gefunden. Und der war der Durchbruch in der Hieroglyphenentzifferung, weil das ist das einzige Relikt, das wir haben. Auf dem Stein sind so Regeln aufgeschrieben und Sachen von der Welt von damals, und zwar in 3 Sprachen. Alles auf einem Stein. Und das ist so ein krasses Bild, das könnt ihr euch mal anschauen, der Rosetta Stone, weil dort drauf hast du Griechisch, also Altgriechisch, dann Dämonitik,
habe ich auch noch nie gehört. Irgendeine alte Schrift und Hieroglyphen drauf. Und Altgriechisch, das kennen wir. Das hat sich bis heute ist das Wissen geblieben, dass wir wissen, wie das. Und durch das hat man können den griechischen Text übersetzen und dann die Hieroglyphen übersetzen. Krass. Und das ist im Fall ganz ein perverses Bild, wenn du weißt, der Stein ist Tausende von Jahren alt und es sieht aus wie auf einer Google-Seite, wo einmal der Text wie so eine Beschreibung für irgendein Produkt, das du kaufst. Einmal Deutsch, einmal das, einmal das. Ganz krass. Aha. Und wenn du denkst, damals hat das jemand gemacht. Also, er ist krank. Also für die One Piece schauen, das sieht aus wie Poneglyphen. Poneglyphen. So der Stein. Ja. Ich habe jetzt ein Foto aufgemacht. In One Piece gibt es eben auf dieser ganzen Welt, auf der Grand Line, gibt's auch Poneglyphen. Und die sehen ähnlich aus. Und auf jedem, ich bin jetzt auch wieder zu wenig in der Story drin, aber jeder Stein hat irgendwie so eine Macht. Voll oder geil. wenn du alle Poneglyphen hast, dann kannst du irgendwie, kann ich sagen, quasi das One Piece finden. Weil das One Piece ist ja der grosse Schatz, den der Gold Roger versteckt hat. Ja. Und du brauchst alle, um die genaue Google Maps So eine Adresse so zu Schatzkarte, finden. die in Teile versplittert ist. Ja, aber voll krass. Ich habe es sehr geil gefunden, die Story von dem Stein, eben, weil hätten wir den nicht gefunden, wir wissen jetzt noch nicht, was das dort steht. Aber auch nur schon das Wissen, dass die damals übersetzt haben. Also sie haben damals schon gewusst, hey, wir haben diese Sprache, wir haben das, das übersetzen, wir wollen, dass das alle lesen können. Das ist, was da muss rum gewesen sein, an Gesellschaft und das ist unvorstellbar. Und vor allem, ich habe mir auch mehr als Kind schon einfach die Frage gestellt, wie das muss gewesen sein, wenn das erste Mal irgendjemand, sagen wir ein Franzose und ein Schweizer das erste Mal irgendwie miteinander zu tun haben. Der eine redet Deutsch, der andere redet Französisch. Wie funktioniert das? Einfach so die grundlegendsten, wie tust du einen Satz machen? Da sieht man, dass du nie auf dem Bau gearbeitet hast. Weil ich kann dir sagen... Wie funktioniert das? Ja, bist du mit am Bau Hand von und Füßen. Babylon dabei gewesen? Turm von Babel ist das. Oder Turm von Babel? Turm von Babel? Nein, leider nicht. Nein, zum Glück nicht, Alter. Ich wäre genau so einer, der zuoberst runtergefallen ist, wenn mir einer gesagt hat, geh noch einen Schritt zurück. Nein, aber auf der Baustelle haben wir auch Leute gehabt, die von Spanien gekommen sind. Und ich kann einfach kein Spanisch, gar nicht, bin ich scheiße. Und der hat kein Englisch können. Und dann tut man sich mit Händen und Füßen verständigen. Und am Anfang ist es ganz komisch. Man hat das Gefühl, man versteht ja gar nichts. Aber nachher, ich habe mit dem eine kleine Freundschaft aufgebaut und wir haben uns ja nicht verstanden. Aber das ändert nichts daran, dass du lustig haben miteinander, dass du kannst... Weil wenn du eben an etwas schaffst, beide Leute checken ja gerade an, was du schaffst. Das heisst, du brauchst gar nicht unbedingt das Wort, das sagt, ja, schau hin. Es reicht, wenn ich sage, und zeige dort hinten. Weil er ist auch an dieser Arbeit. Also, das ist noch krass. Es funktioniert recht gut, ohne sich zu verstehen. Aber wenn du dem Spanier sagst, ich brauche einen Sechskantschlüssel oder irgendetwas. Ja, dann wird's eben, und das ist jetzt der Punkt, sobald es in Details geht, dann ist es matchentscheidend. Und dann ist es aber auch so, dass ja nicht jede Sprache gleich gut ist, was das angeht. Also im Deutschen kannst du Sachen beschreiben, das kannst du in anderen Sprachen nicht beschreiben, weil die einfach so detailliert ist. Und dann ist es ja dann eher wieder eine Abhängigkeit. Wenn ihr eine Sprache habt, die beide haben, dann muss es noch eine gute sein. Also eine gute, nicht, dass jetzt die andere schlecht wäre, aber allein von den Zeitformen, die wir im Deutschen kennen, das haben wir mal jemand erzählt. Ich meinte, dass es Kenianisch ist. Also in Kenia die Sprache mit Hakuna Matata, Timo und Pumba. ja, und dort, wenn ich mich bitte korrigieren, wenn ich jetzt einen Scheiß rauslade, aber die haben eine Zeitform und der Satzbau ist quasi immer ultimativ einfach. Es gibt auch die Personenformen, so ich, du, er, sie, es und so. Aber nachher tust du immer du sagst quasi ich, gestern, holen, essen. ja. Also du tust keine Verben konjugieren, es gibt keine Zeitform. Super simpel.
Und darum Ja. kannst du anscheinend die Sprache, glaube ich, super einfach lernen. Ja, und es ist halt eben auch, da kommt es dann wieder zurück auf unsere Geschichte, weil bei uns halt einfach, unsere Sprache hat sich nur weiterentwickelt, weil wir das Wissen alles haben können niederschreiben und die neuen Leute nicht dann wieder bei Null müssen anfangen. Wenn du aber halt eben ein dritte Weltland nimmst, wo nicht die Möglichkeiten haben, Schulen zu haben und all das, dann geht das Wissen immer wieder verloren und darum bleibt die Sprache relativ unterentwickelt. Heisst ja nicht, dass die Leute nicht miteinander reden können oder so, gar nicht. Oder auch nicht, dass die Leute nicht intelligenter sind. Das heisst gar nicht. Aber einfach das Werkzeug, das sie benutzen zum Kommunizieren, ist bei ihnen halt einfach so ein kleiner Schraubenschlüssel. Und bei uns ist es so ein hoher Multitool, wo einfach, klar, du musst es dann noch richtig einstellen, sonst bringt es gar nichts. Aber wenn du es richtig einstellst, ist es besser. Ein bisschen in diese Richtung. Das ist Müssen wir uns mal überlegen, wie wir den Podcast quasi auf Ewigkeiten speicherbar machen, dass der nie verloren geht. Ja, wir haben ins Internet geladen, von dem her kann er schon gar nicht mehr verloren gehen. Selbst wenn die Welt explodiert, unser Internet, das sind ja Züge, die rumfliegen im Raum. Also das Signal. Und das fliegt auch in den Weltraum raus. Und das habe ich mal gehört, wenn die Erde kaputt geht und man auf die Welt runterkommt, dann wird man noch die Signale finden. Also man findet noch so also eben Informationen, die in dem Sinn umreisen, wo halt nicht also Signale, die eigentlich ausgesendet werden und wir nie blocken. Also weißt, die haben ja dann kein Ende, die werden nur wieder reflektiert und immer schwächer. Aber theoretisch kann man dann irgendwann findet man dann nur noch irgendwelche blöde TikToks oder so von der Menschheitsgeschichte. Das war irgendwie der Gag, den ich gehört habe. Wäre eine lustige Vorstellung, wenn irgendwelche Alien, Aliens so unseren Podcast hören und sich fragen, hey Kollege, Ja, also, sind die wirklich so blöd gewesen? Wie haben die ganze Welt bevölkert? Hey, so blöd kann man doch gar nicht sein. die Bachmann und Kümis immer am Rumkriegen. Ja, genau. Aber das können wir uns ja heute schon selber nicht mehr vorstellen, wie blöd die Menschheit war noch vor 100 Jahren. Also, das haben wir mir Neni heute erzählt. Mit dem Atomkraftwerk ist ja jetzt auch so ein Ding. Wir haben zu wenig Strom, aber hauptsächlich wir haben schon vor 10 Jahren angefangen, das Atomkraftwerk abzustellen. Und er war aus einer Zeit, sie haben 1000 Meter neben dem AKW haben sie gewohnt. Und als das kam, haben alle gesagt, geil, wir haben Strom bis zum Abwinken, günstigen Strom und umweltfreundlich ist er auch noch. Und dann irgendwann sind sie wieder runter von diesem Trip. Aber dort haben sie den Abfall, hat man dann auch gefragt, ja, und was machen wir mit dem Abfall? Ja, das wissen wir noch nicht. Haben sie noch nicht gewusst. Und dann ihre Lösung war, die haben riesige Chemieschiffe gemacht. Ob das jetzt Atommüll war, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber einfach, eben Atommüll, auch ja. Atommüll. Dann haben die riesige Schiffe gemacht mit Chemie, sind aufs Meer raus und haben das in riesen Bögen verspritzt über das ganze Meer raus. Ja, die Chemie, die verteilt sich dann schon. Das verteilt sich. Und haben alle gleichzeitig noch Meeresfisch gegessen und alles, weißt. Aber heute kann man sich das nicht vorstellen. So wie blöd muss man sein. Aber ja, rein theoretisch von der Überlegung her ist es nicht einmal so falsch, quasi den Güssel ins Meer rein zu tun, weil quasi die Überlegung damals war, der atomare radioaktive Güssel, der tut sich so stark quasi verflüssigen und auf die Milliarden, Billionen Liter Wasser wird das 0,00001% irgendetwas verfeinert, dass es dann einfach wirklich irrelevant wird. Ja, und das hat mit dem Wissen von damals auch gestimmt. Nur heute weiss man einfach, dass das eben nicht so wenig ist. Ja, und dass die Fische dort mit 2 Köpfen rumschwimmen. Ja, das hat er dann auch erzählt von Tschernobyl. Haben sie einen Fisch rausgeholt, der ist irgendwie 50 cm grösser. Also der ist 80 cm gross oder so vom Zeigen etwa. Und der ist aber wirklich, normalerweise werden die nur 30 cm gross. Und der Fisch, tipptopp, quickfidel, voll verstrahlt, also leuchtet schier noch im Dunkeln. Aber ja, der quickfidel einfach rumschwimmen und einfach halt doppelt so gross, nicht mehr wie das, was er eigentlich könnte werden. Es gibt von «Nackte Kanone», das ist ja so ein Film, wo unsere Eltern eigentlich geschaut haben. Und dort hat es ganz nebenbei mal so eine Werbung im Fernsehen abgespielt. Und dort ist Werbung für ein AKW quasi gezeigt worden. Und dann siehst du so den amerikanischen Traum, so ein Einfamilienhäuschen, die Familie im Garten draussen am Grillieren, der Vater mit den Schürzen und da seine Burger so am Wenden. Am besten noch so eine Schürze mit so einem nackten Mann, der so ein mega Sixpack hat, weißt du? Und im Hintergrund siehst du irgendwie 4 AKWs. Aha. Und danach
der Vater ist so glücklich in die Kamera reinreden, hey, seitdem, dass wir da AKW, aber kein Problem mehr. Aber du siehst den Hund mit 2 Schwänzen am Wedeln und der Bub irgendwie mit 3 Armen und Basketball spielen und so. Alter, das ist eine gute Werbung. Ist hure strong, Hure ja. smart haben sie das aufgezeigt. Und mit hure Comedy. sneaky im Film verpackt. Ja, hure gut. Ja. Ja, aber eben, das ist... Ja, hure AKWs. Ja, ist auch wie sagt man, kontroverses Thema. Und da kann man. Aber es ist schwierig zu sagen, das ist richtig und das ist falsch. Ich persönlich bin einfach der Meinung, dass man in diesem Thema einfach abwägen muss. Was ist im Moment am wichtigsten? Treibhaus. Und genau, ja. Es gibt ja jetzt auch Möglichkeiten, wie man den Atommüll quasi nochmal noch mehr ausbrennen lassen, damit die Halbwertszeit von ein paar Millionen Jahren nur noch ein paar tausend Jahre ist. Ja, es gibt da Ansätze. Der Norwegen hat, glaube ich, Norwegen, auf jeden Fall so Skandinavien, haben jetzt angefangen, erst mit AKWs zu bauen. Und die haben jetzt aber im Vorhinein in ihrem Land analysiert und haben irgendwie 5 Kilometer unter dem Boden Steinschichten gefunden, wo sie einfach mit fast Sicherheit, auch wenn es Erdbeben und alles gibt, können sagen, dass die nächsten 500 Millionen Jahre bewegt sich das nicht. Und jetzt haben sie dort Höhlen gemacht, um das alles dann dort unten zu versorgen. Und das Ding ist halt wirklich, wenn du sagst, gut, wir haben zwar das Übel von dem Atommüll, aber den können wir wenigstens mal annähernd versorgen und das Risiko minimieren. Nicht weg, aber wir können es minimieren. Und wenn wir die aber nicht haben und jetzt mit Kohle weitermachen, die nächsten 20 Jahre, dann haben wir ein anderes Problem. Dann dann geht unsere Luft kaputt. Und da musst du einfach sagen, hey, welches Übel ist es? Dann nehmen wir noch den ersten Müll, wo wir nicht wissen, wo hin. Und am Ende dann ballern wir halt für ein paar Millionen in den Weltall raus. Aber einfach so, dass... Ja, wir wissen eigentlich, wo unsere Probleme sind, aber wir sind noch nicht so ganz auf den Lösungsansatz gekommen. Eben, weil es hat halt auch einen schlechten Ruf. AKWs haben nach Tschernobyl und nach Fukushima haben die einfach schlechten Ruf. Ja. Aber Gibt es auch spannende Statistiken, welche Energieform quasi am meisten Todesopfer schon gefordert hat. krass. Und AKW ist zuhinterst hinten. Ja, obwohl es so da ist- Katastrophen gegeben hat. Ja. Ja. Aber Tschernobyl und anscheinend die erste, das habe ich irgendwo mit dem Galileo habe ich das mal erfahren. Die erste Kernschmelze ist anscheinend in der Schweiz passiert. Also krass. der erste atomare Unfall Ja. ist nicht Tschernobyl sondern in der okay. Schweiz. Ja. Aber weil man da irgendwelche so Sicherheitsmaßnahmen ist es nicht zu einem Super-GAU Ja, gekommen. genau, das heisst ja Irgendwie dann Super-GAU, wenn es gegen raus... Ja, voll. Genau. Und die schlimmste Energieerzeugungsart, die am meisten Todesopfer gefordert hat, ist Wasserkraft. Krass, ja. Krass. Saubere Wasser. Ja, Und sauberes Wasser, wenn ja. der Damm bricht, dann schwemmt es einfach schnell in die Stadt fort. Ja, aber das ist genau das, man richtig anschauen. Nicht nur so die oberflächlichen Gründe. Das ist halt immer schwierig. Gerade bei so Themen, oder? Sind halt alles nicht so populistische Themen. Ja, und aber sie sind auch nicht so greifbar, weißt du? Es ist Das so auch. weit weg vom Mensch. Es ist so, ja okay, jetzt haben wir den Güssel, aber mir im Kopf ist es ja eigentlich egal, ob es jetzt der Güssel ist oder der. Wir müssen es einfach lösen. Es ist, ja, sehr komplex. es ist zu wichtig für das, dass es den Leuten so egal ist. Eigentlich. Und auf der anderen Seite bringt es auch nichts, wenn wir jetzt da Terror schieben, wegen dem Thema. So, ja. Ja, und in Existenzängst Ja. irgendwie verfällt. Ich will Weil wieder WC-Papier posten. ins Tessin runter, oder Ja, was? genau, ja. Alter, ich bestelle, ich habe das Problem nicht. Ich habe einfach Grossbestellung, weißt du? Ja, das WC-Papier aus dem Tessin, ja, das bin ich jetzt am Benutzen. Das ist gut. Ja, voll, Schön. das erfüllt jetzt seinen Job. Freut sich dein Arsch. Ja, total, Alter. Wenn einmal Tessiner WC-Papier hast, willst du nie mehr was anderes. Dreilagig. Ich weiss nicht mal, Alter. Wahrscheinlich ist es noch so günstiges WC-Papier. Die Lieferung ist teurer und umweltschädlicher auch noch. Aber du, egal. Also ja, egal.
Ja, nicht egal, aber eben genau das ist das Problem. Genau das ist das Problem. Du bist das Problem, Ich bin das André. Problem, Mann. Wenn ich nicht wäre, dann wäre alles wär gelöst, Alter. Das ist ja nochmal ganz ein fiese Marketing-Dings. Das habe ich, glaube ich, schon mal im Podcast mal kurz am Rand angesprochen. Vom YouTube-Kanal Simplicissimus. Ein Video haben sie gemacht zu eben auch Klimawandel und so. Und vor allem zu der Marketingstrategie von BP, British Petrol. Und die haben genau quasi den Begriff ökologischer Fußabdruck Ja, den haben sie ist von dem Ölkonzern erfunden erschaffen worden, ja, damit sie rechtfertigen irgendwie. Genau, und das Problem auch wieder, und jetzt sind wir auch wieder ganz am Anfang von der Folge gelandet, das Problem sind nicht sie, du bist das Problem, Ja, wo so ja, einen ja. grossen Fußabdruck hat. Ich verarsche dich nur, aber du bist der Double, was kauft. Ja, es ist aber wirklich so die Mentalität. Und aber da gibt es auch so Auswertungen, Statistiken, wie viel ein Mensch überhaupt an seinem ökologischen Fußabdruck kann verändern. Selber kann verändern, ja. Und das ist minim. Ja, und vor allem bringt das nichts. Wenn jetzt alle voll Veganer sind, haben wir das Problem nicht gelöst. Wir haben es nicht gelöst. Und das müssen die Vollveganer checken. Weil grundsätzlich haben sie ja recht und super und schön, aber es bringt uns nichts. Wenn du jetzt, weil du vegan lebst, das Gefühl hast, du musst nichts mehr ändern an deinem Leben, dann haben wir genau das Problem. Und darum sind Vollveganer, die das Gefühl haben, sie müssen nichts ändern, genauso schlimm wie Leute, die sonst keine Ahnung haben und auch das Gefühl haben, sie müssen nichts ändern. Auf die andere Seite sind am schlimmsten die Firmen und all das, weil die Einzigen, die wirklich etwas könnten ändern, sind sie. Das ist aber ganz teuer und das zahlt kein Mensch. Weil ich zahle es auch nicht. Und das ist der Punkt. Wenn wir uns jetzt müssen selber fragen, ich würde es auch nicht zahlen. Und die Konzerne müssen auch ihren Aktionären Dividenden auszahlen. Und Ja. die möchten möglichst viele Dividenden. Also, Ja. sie haben gar keinen Anreiz, Nein, um dort irgendetwas zu Sie macht sich verändern. nur Problem. Sie macht sich nur Problem. Das ist, ja. Und das ist auch ein bisschen dann der Fehler, oder? Weil sobald es sich lohnen würde, würden es die Leute auch machen. Haben wir ja bei Corona gesehen. Die Impfung hat sich gelohnt, also haben sie es auch ganz gross bedingselt. Ja. Ja. Ja, aber ja. gerade wenn wir noch bei so etwas Schuldigem sind, habe ich letztes moralische Dilemma noch gehabt. Okay. Kennst du das? Also ich weiß nicht, ich schaue noch ab und zu gerne so Verhöraufnahmen von Überwachungskameras, wo es Leute, die zum Beispiel den Amis irgendwie die Tochter umgebracht haben oder die Tochter wird vermisst seit einem Monat und dann das erste Verhör. Und dann wie die Leute reagieren, oder? Habe ich noch nie geschaut. Das ist mega interessant, weil da siehst du richtig auch mit dem Lügen. Du siehst die Leute an, du merkst das. Und es ist mega spannend, auch viele Leute ganz unterschiedlich, oder? Und dort war es aber auch das Ding, und zwar bei ihr war das Problem, dass wenn du ja nichts, sagen wir, du wirst jetzt plötzlich angeklagt, du hättest den umgebracht. Und die anderen sind sich alle sicher, du bist es gewesen, du bist es aber nicht gewesen. Dann sagst du, ich sage nichts außer meinen Anwalt. Dann denken sie sich aber, ja logisch, er ist es gewesen. Weil sonst würde ich ja etwas sagen. Und das ist die Problemstellung, die ich anspreche. Wenn Okay. ich mal für etwas angeklagt werde, Ja. das ich nicht begangen habe, Ja. würde ich auch sagen, ich sage nichts ohne meinen Anwalt. Das mache ich aber schon mal undingslig. Jetzt meine Frage. Darf ich sagen, Ja. in der VWL würde man dem Gefangenen-Dilemma Ja. würde man dem sagen. Genau, Also genau, das hat sogar einen Namen. Ja, das habe ich sogar auch schon gehört. Gefangenen-Dilemma. Jetzt gibt es eine Möglichkeit, dass wir einführen können, dass man im Vorhinein, bevor man für etwas angeklagt wird, also einfach so im Leben, schon bei der Polizei kann anmerken, ich rede nur mit Anwalt reden. Und egal wie es ist, sie wissen schon, ich sage nichts ohne meinen Anwalt. Und dann ist es nicht, dann fällt das weg. Dass sie das Gefühl haben, ich mache jetzt das nur, weil ich selber weiss, dass ich es war, dann fällt das weg. Weil sie wissen, das ist schon vorher definiert worden. Klar, man kann es dann weiter ausdingseln mit, er geht schon davon aus, dass er mal vor Gericht landet. Aber das ist mein Ansatz. Kann ich jetzt schon mal da offiziell sagen, ich nehme einen Anwalt, wenn ich für irgendetwas angeklagt werde. Und das heisst nicht, dass ich es bin, Mann. Das will ich einfach sagen. Und ich fand, das muss ich da placen. Moralisches Dilemma aufgehoben. Okay. Also, ja. Am Nein, besten aber- tun wir es irgendwie eben in die Poneglyphen Genau, noch reinmeißeln. in den Rosettenstein. Rosettenstein reinmeißeln. Wir können einfach unseren eigenen Rosettenstein machen. Und dann vergraben wir den in einem Acker. und dann irgendwann in 100 Jahren findet es uns und sagt, wow, da jetzt müssen wir Zivilisation haben. Was heisst das? Ja, Rosettenstein. Und wir wissen einfach, haha, Rosette. Oh Gott, oh, Oh Gott. Mann, nee, der Rosettenstein. Ja. Oi, oi, oi.
Aber ich glaube, für das nächste Mal, gibt es auch wieder eine kleine Dating-Session. Yes. Und für die nächste Dating-Session... Man sagt doch immer, nächstes Mal sind wir schon Level 3. Also drittes Date muss man rummachen oder so. Dann entscheidet sich etwas, oder? Weiss ich nicht. Drittes Date ist doch. Heisst doch amix. Also mit meiner Ex-Freundin kann ich glaube ich bestätigen, das 3. Mal. Ja, siehst du? Ich glaube, ja. An der, wo ich vielleicht unter Umständen jetzt dran bin, eher weniger. Sagen wir es so, das dritte Date war schon gewesen. Ja, das Ding, also das haben wir auch mal einem Kollegen gesagt. Es ist erst das Date, wenn man es wirklich gesagt hat, dass das Date True. ist. Absolut, korrekt. Und das hat er mir mal gesagt, als er seine jetzige Freundin quasi kennengelernt hat. Aha. Und sie haben sich über Tinder eben kennengelernt und dann haben sie mal zusammen etwas unternommen. Und danach, hey, ja, ist mega... Da hast jetzt die Twitter-Runde gerührt, aber eben so, hey, ist cool gewesen und so. Und ja, machen wir das nächste Mal ein zweites Date. Und danach hat mein Kollege, mein Homie, gesagt, hey, aber das war noch gar kein Date gewesen. Es ist erst das Date, wenn man es gesagt hat. True. Und von dem her, mit dem Mensch vielleicht hat noch gar nie ein Date stattgefunden. Je nachdem, wie man die Definition auslegt. Genau. Aber, oder zumindest nur für die eine Partei bis jetzt. Aber ich glaube, für das nächste Mal, für die nächste Folge, stellen wir uns die Frage, wenn du irgendetwas an der Art und Weise, wie du erzogen wurdest, ändern könntest, was wäre das? Ui, Memo, ui. Krasse Frage. Krass. Aber es ist wieder eine gute Frage, da muss ich mir wieder Gedanken machen darüber. Es ist eine gute Frage. Weil gerade Erziehung ist ja etwas, wo dir eben dingselt worden ist und du bist so, eigentlich bist du so voll drin in deiner Erziehung. Du bist so voll überzeugt, dass das Richtige ist. Spannend. Mit diesen Gedanken. Ja, mit diesen Gedanken entlümmen wir uns, euch, mich, dich, alle Menschen. RCS. RSG hat tun. Ja, würde ich sagen. Hast du noch ein letztes Wort? Das wäre mein letztes Quotum gewesen. Und mit dem schönen Abend. Tschüss zusammen. Ciao, ciao. Müssen wir jetzt wieder flüstern? Ja, das haben wir, glaube ich, schon mal gemacht. Aber komisch, jeder fängt einfach an flüstern. Das ist einfach komisch. Ja, total. Lassen wir es lieber. Gut, also, ciao. I just died in your arms tonight. It must have been something you said. I just died in your arms tonight.